Ihre Stadt ist attraktiver geworden. Das wundert mich jetzt doch ein wenig, zumal Bright Sands schon nicht mehr ganz so jung ist. Also insofern und unsere Bilanz immer weiter sinkt, aber das ist momentan egal. Willkommen zurück, Freunde, bei 1800 bei King William Island. Wir sind hier mit dem Zeppelin beschäftigt und ich mich gefragt habe, eine arktische Hochebene besiedeln, wie funktioniert das konkret? Also ist es einfach so quasi gar kein Problem, dass er gar kein Konto spezifisch braucht oder vielleicht doch. Warte mal, das ist sowieso falsch. Oder vielleicht doch irgendwie was brauche oder. Ja, wie gesagt, kein Plan. So. Sam Inlet, aber schon alles vorbereitet für künftige. Ich mal, werde ich näher kommen. Wir gehen hier hin. Hier haben wir 13 Vorkommen, glaube ich, hätten wir auch 13. Jo. Geh mal hier hin und ich bin gespannt, wa? Manövriere! Aber wie schnell so ein Teil ist. Was mich ein bisschen verwundert ist, das Teil fliegt offenbar mit unbegrenzt Gas. Hä? Ich meine, klar, wir können Gas abziehen, ja, in Anführungszeichen. Nee, doch abziehen, oder? Abpumpen, sagen wir es mal so. Wir können Gas abpumpen oder extrahieren aus der Erde, schon besser. Aber Eiskrone, schöner Name. Aber um so ein Luftschiff zu betreiben, brauchen wir gar keins. Kannst du keine andere Region gehen, wie geil. War mal voll fett unten in der alten Welt auf mal so Luftschiffe. Das wäre episch geil. Also gut, das sind natürlich ein bisschen teuer unter als Kosten. Das ist so 1600, ist nicht gerade wenig. Ich habe Trefferpunkte. Warum? Das macht mir Angst. Wieso kann man Luftschiffe abschießen? Es gab ja vorhin, wo wir die Luftschiffe, ja, wo wir eins gebaut haben, gab es ja irgendwie so einen Hinweis von wegen, hey, Luftschiff, momentan kann es ja, man kann es von der Luft aus nicht abschießen. Zumindest momentan noch nicht. Nicht so, nein. Jetzt geht's irgendwann. Alter, wieso geht die immer weiter hoch? Wir verarschen. Oh, jetzt spielen die wieder oben, die Jornaleros, die Obreros, bla bla. Ja, gut. So. Hä? Wo kommt das halt plötzlich her? Kurs gesetzt! Muss das irgendwie in der Küste so ähnlich bauen, oder? Ah, guck mal an. Hä? Propeller drehen sich! Kurz ist alles so weg. Der alte Ned hat ihnen genug Gas gegeben, ihr erstes Luftschiff fertigzustellen. Doch wenn sie mehr brauchen, müssen sie auf den Inseln im Norden selber welches fördern. Zum Glück können sie nun den Luftweg nehmen, denn durch die steilen Klippen sind sie vom Meer aus unerreichbar. Fliegen Sie mit einem Luftschiff, beladen mit genug Brettern und Stahl, um ein Himmelskontor zu errichten, um über eine arktische Hochebene. Ein Himmelskontor! Okay. Nein. Ja, und woher weiß ich jetzt, wie viel ich brauche? Schiff verkaufen? Nee. Luftschiff! Das Zeichen war kurz da, ja, aber plötzlich war es wieder weg. Steuere! Das verstehe ich noch nicht so ganz, was ich genau dafür brauche. Die Menschen lassen sie hochleben. Flugroute ist Dankeschön. eingezeichnet. Hä? Aber ich muss auch schnell genug klicken. Okay, gut, ich dachte schon, ne? Alter, aber Einfluss dafür, scheiße. Ja, ich habe momentan noch welches, aber. Zug. Mit Lug und Druck. Nö. So sieht ein Es Himmelskonto mangelt aus. an Arbeitskraft. Oder Luftschiffkonto, wa? Kannst du ein bisschen ausbauen. Es mangelt an Arbeitskraft. Ja, ist gut, ich hab's kapiert. Mal ganz kurz mal nachgucken, was wir noch machen könnten, rein Seht nur, theoretisch. Wir befinden uns in bester Gesellschaft. Schnauze. Wobei. Wir brauchen mehr Arbeiter. Also eines unserer Probleme ist ja, genau, sie haben zu wenig Wir haben noch Arbeiter. einen weiten Warum? Weg vor uns. Wieso fehlt plötzlich an allem? Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Ach, schon wieder hier. Passiert relativ häufig hier unten.
Ich will auch noch in nachkommen, laden, nee. Okay, da muss ich jetzt doch irgendwie gucken, weil das ist irgendwie nicht mehr ganz normal, was hier abgeht. Oder eben auch nicht abgeht. Sagen wir es mal anders. Fakt ist ja, wir haben hier auf der Insel mit unserer aktuellen Kapazität eigentlich genug vorgesorgt für die alte Welt, wenn wir uns zurückerinnern, ne? Was die ja so gerne hätten. Gut, ja, da fehlt der Kaffee wieder, ist ein anderes Thema. Wenn ich auch generell nicht zu wenig Arbeit habe, gibt es auch zu wenig Kaffee. Also ist das durchaus ein Problem, was ich anpacken muss. Fleischkonzerne gehen da hoch. Okay, Brillen müssen eigentlich auch wieder hochgehen, so wie ich das gesehen habe. Aber gut. Anderes Thema. Geht es ein bisschen runter, aber das liegt daran, weil noch irgendwie ein Schiffchen noch nicht gerade, by the way, verfügbar ist. Generell wird es also wie geplant aufgehen. Okay. Wenn dem so wäre, und die haben generell das Problem, dass sie, also wir zu wenig Arbeiter haben, die Melonen sind ein Problem. Okay, muss ich mal die Melonen angehen. Generell transportiere ich ja alles rüber, beziehungsweise ja alles. Kaffee wird geladen, das liegt daran, weil ich hier Kaffee mitnehmen will. Und der lädt dafür das aus. Okay. Ja, der Cola-Dingsbums, das kommt später. Der ist auch da. Da soll ja eigentlich den Rest rüber schippern. Pelzmäntel ist nicht für die Insel, ist er für weiter oben, sprich ist er für Cap Trelawney. Alles klar, gut. Was natürlich jetzt auf der Insel einen kleinen Vorteil haben gegenüber zu anderen Inseln ist, wir könnten hier theoretisch unsere eigenen Bananen herstellen. Das würde nicht gehen, weil ich keine Fruchtbarkeit habe. Okay. Kannst du wieder vergessen. Nee, was kann man sonst machen? Vielleicht eigene Melonen? Halt irgendwie das große ganz bisschen zu entlasten. Da hatten wir jetzt gerade. Das ist schon ein bisschen ein Problem. 2 von denen, einen von denen und einen von dem. Ja, würde theoretisch gehen. Arbeiten jetzt hier nicht so viel, hier auch nicht. Das könnte man versuchen, weil ich glaube, ich habe hier natürlich nur eine einzige Hutmacherfabrik. Das ist natürlich ein bisschen zu wenig. Hä? Moment mal. Bin ich doof? Eine Minute haben die. Aber warte mal, der ist 1 Minute und der 3 Sekunden. Ach du Scheiße. Wieso habe ich mehr Steht sonst irgendwas her mit Alpaka? Die Ponchos, war? Okay. Gut. Dann geht es doch ungefähr auf. So, doch mal ganz kurz gucken. Ja, ich habe keinen Filz. Ich habe genug Baumwollstoff. Das ist schon mal etwas. Kein Filz. Sie sitzen hier aus Alpaka wohl auch zu wenig. Das heißt, die Produktion... Die Melone wird eigentlich funktionieren, nach der Theorie. Was ich hier machen kann und ja auch schon tue, die gebackenen Bananen. Aber für 3 Inseln ist es halt zu wenig. Das ist halt leider Faktor. Frage ist, hier Bananen herstellen. Weil, ja, wir haben hier halt nichts. Auch die Ponchos sind zu wenig, aber sicher erstmal die Bananen, weil die brauche ich ja in der Grundstufe auch. Ich kann dir Geschichten aus der guten alten Zeit erzählen. Aus der guten alten Zeit erzählen. Ja, die werden natürlich auch gerne hören. Es mangelt an Arbeitskraft. Aber theoretisch wird es gehen. Zum Beispiel jetzt sagen, wir haben hier eine Es Küche. mangelt an Arbeitskraft. Schnauze. Wir haben hier eine Fischölfabrik. Wir haben hier eine Bananenplantage.
Einfach nur um das Ganze mal ein bisschen zu unterstützen, war die ganze Produktion. Jetzt wird die Frage, ich glaube, ich verzichte aktuell mal ein bisschen auf den Kaffee. Nicht, weil ich es will, sondern einfach, weil es irgendwie Sinn macht. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Sägewerk kann theoretisch auch mal kurz pausieren. Beziehungsweise ich habe sogar zwei. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Okay. Gefällt mir jetzt doch nicht ganz so sehr, wie ich dachte. Dass mir gefallen könnte. Ja, genau. Ne, eben, ich deaktiviere erstmal den ganzen Kaffee. Von mir aus freigegeben. Ich meine, es bringt mich jetzt nicht um, wenn ich oben plötzlich keinen Kaffee mehr habe. Weil hier unten brauchen sowieso nichts. Stiefelpolitur schmeckt gar nicht so schlecht, wie ich dachte. Ich danke Ihnen für das Vertrauen, Direktor. Jo, kein Problem. Da ist was anderes, da ist ja für den Döner. Die Wahrheit kundzutun, ist auch keine Lösung. Hier natürlich nicht, nö. Kaffeeplantage. Ja, kann man den ganzen Kaffee auch mal passieren lassen. Plötzlich wieder genug Arbeiter. Für den Rest verständlicherweise, wa? Was so mein Problem hier unten gerade aktuell nicht löst. Aber eben, ne, jetzt können wir hier vielleicht mit der Bananenproduktion, beziehungsweise nicht Bananenproduktion, sondern halt der Produktion der, Verzeihung, der gebackenen Bananen fortfahren. Faunaugen, welch seltene Schmetterlingsart. So eine beeindruckende Vegetation. Ich muss dir danken. Kein Problem. Und auch hier oben. Hier haben wir Ein echt genug Konkurrent Platz. hat eine Siedlung errichtet. Ich investiere ausschließlich in rechtschaffene Menschen. Das freut mich. Vielleicht. Kein Plan. So. Dann hier nochmal. Eigentlich haben wir die ganzen Items noch durchgucken, die wir mittlerweile schon haben. Also Items im Sinne von Sachen, die uns vielleicht unterstützen würden. So. 2 neue Produktionsstätten dafür. Theoretisch müsste es gut gehen, wenn hier nachher voll ist alles. Vielleicht haben wir das mit dem Poncho in Ordnung. Handelskammer, genau, die habe ich jetzt komplett rausgenommen. Tuchschneiderei, Produktivität. Wieso habe ich die nicht drin? Die brauche ich doch hier. Hä? Brandgefahr weniger, ja. Ich hüte besser meine Zunge. Besser wär's. So, hat dann zumindest schon mal ein bisschen was getan, ohne jetzt irgendwie komplett zu übertreiben. Zurück in die Arktis. Ich wollte zwar noch in der alten Welt noch irgendwas machen, aber hier ist glaube ich ein bisschen wichtiger gerade. Unbesiedelte Insel, ja, die gehört ja schon uns. Hier ist sie jetzt, das ist kein Problem. Dass die erst jetzt nachkommen, wundert mich. Das echt ist, weil ich jetzt hier halt Ding gebaut habe, das mit den Luftschiffen, oder was ist der Grund? Egal. Stadt, jo, ne, warte mal. Quartier. Achso, einen Bonus. Misst jetzt Einfluss 20 für so ein Gebäude. Ja, leg mich doch, ey. Aber warte mal. Nein, bitte, bitte sag mir, dass nicht wahr ist. Was ich gerade denke. Gasförderstätte. Erfordert Wärme. Ja, aber es erfordert auch Arbeiter. Scheiße. Guck doch mal diese Scheiße an. Warte mal, das heißt ja alleine, damit ich Gas fördern kann auf so einer Insel, brauche ich genügend Einwohner. Also Minus 30 ist normal. ja, finde ich auch. Brauche ich genügend Techniker. Was brauchen Techniker alles? Das heißt, ich muss den ganzen Schrott von hier nach oben liefern. Wollt ihr mich verkackeiern?
Oh Gott, ey, liebe Entwickler. Ne, die ganze Idee hier super. Die Feierlichkeiten sind beendet. Da auch mit Luftschiffhanger und so, alles genial, aber bitte, bitte, liebe Entwickler, ich flehe euch an in einem künftigen Update-Patch, whatever. Bitte integriert die Kack-Pendlerkaie auch in der Arktis. Neue Welt kann man sich darüber streiten, aber bitte in der Arktis, da wäre mir so, so wichtig. Mein Pendlerkai-mäßig kann man, ja, da kann man es nur irgendwie mit dem Luftschiff oder so machen. Vielleicht geht es sogar. Luftschiffkonto mit Pendler. Ne, ich glaube so eher weniger, aber ist mir auch egal. Ich meine, ich kann einfach mal bauen, aber nicht viel bringen. Was? Von wem jetzt? Also, sie ist wieder ein bisschen am herumhantieren. Ja, seht ihr, jetzt heißt da einfach Arbeiter. Die fehlen, logischerweise. Bereitet Ihnen das denn gar keine Sorgen? Bei voller Fahrt angehalten. Es mangelt an Ja, Arbeitskraft. jetzt mir keine Sorgen. Ich habe so viele Sorgen, ne, das glaubst du gar nicht. Wie sieht es eigentlich generell aus? Aber hätte ich noch genug für ein zweites Luftschiff? Jo, brauchen wir noch ein zweites. Frauen anhalten! Ja, mal den Kumpel. Der sollte ja noch irgendwo dann hingehen, war? Okay. Oh Mann, ey. Ja, aber jetzt das Problem, es war hier oben. Zustimmung ist mir ebenso. Sie sind zu großzügig. Jetzt war hier oben wiederum diese Arbeiter, muss irgendwie die Waren da hochliefern und. So, ich habe jetzt zu wenig. Ah, weil die wieder am Arbeiten sind hier oben, ja, logisch. Und das ist halt irgendwie ein bisschen doof, finde ich. Ja, warte mal. Ich mache mit der Story direkt weiter, sorry Leute. Ich finde, wir haben jetzt irgendwie genug heißen Brei rumgeredet. Nee, eben, eigentlich die Idee und alles super genial. Vor allem Luftschiffe hatte ich jetzt voll Bock drauf, aber das mit dem Gas, aber das ist halt irgendwie so eine Sache, wo du denkst, ja, jetzt muss ich da oben wieder alles aufbauen und so. Und bis zur letzten Stufe, damit ich das machen kann und Ich muss sowieso die meisten Waren von der alten Welt hier hochschippern, oder? Weil sie da unten halt zu wenig haben und da will es hier einfach nicht funktioniert. Aber warum denn das nicht mit dem Pendler? Das ist so eine geniale Idee, das verstehe ich einfach nicht, warum er die nicht so integriert hat für alle. Verstehe ich leider nicht. Und hoffe eben vor allem deswegen, dass das in einem künftigen Update nachgereicht wird. Da gibt es halt für die Luftschiffe hier oben oder so, für diese Standard gibt es halt irgendwie, keine Ahnung, Luftschiff oder ein Pendler, Himmelskals, irgendwas, ist eigentlich scheißegal. Weil in irgendeiner Form wird das kommen, ob es die Entwickler offiziell machen, ob es irgendwie mit einer Mod nachgeliefert wird, irgendwie wird es kommen. Das wird zumindest für mich den Spielspaß gewaltig erhöhen. Gewaltig. Ich habe das Gefühl, ich bin nicht der Einzige. Ich denke, da seid ihr gleicher Meinung. Hey, da das Gefühl, jeder würde noch mal ein bisschen mehr Spielspaß bringen. Aber das Ganze auch ein bisschen schneller machen. Ja, die Bilanz ist mir eigentlich egal. Also relativ egal. Eigentlich nicht, aber relativ. So. Kurz anders machen. Was hältst du jetzt an? Auf Kurs! Hä? Sie haben die Boote zurückgelassen. Suchen Sie sie mit Ihrem Vogel weiter? Ja, mit dem Vogel. Mir gefällt es nicht in den Wolken. Da, die Spuren führen von den Booten weg. Stimmt. Flugroute ist eingezeichnet. Und plötzlich, zack, Eisberg voraus! Ne, Duft vor allem. Auf Kurs! Das Spiel speichert gerade.
Zugroute ist eingezeichnet. Spielstand gespeichert. Danke. Sir Johns Logbucheinträge. 16. April 1848. Wir mussten die HMS Styx und die HMS Hades zurücklassen. Wir haben den ganzen Sommer darauf gewartet, dass es taut, doch die Wettergötter sind uns nicht wohlgesonnen. Die Schiffe stecken noch immer im Eis fest. Ich bin mir sicher, dass wir die Nordwestpassage auch zu Fuß erreichen können, wenn wir landeinwärts laufen. Wir haben 2 Rettungsboote mit den wichtigsten Versorgungsgütern beladen, um sie wie die Schlitten... an Arbeitskraft. um sie wie Schlitten über dem Schnee hinter uns herzuziehen. Wenn wir das nächste Mal auf Wasser stoßen, wird es eine Passage nach Osten sein. In den Rettungsbooten können wir dann einen sicheren Hafen ansteuern. 4. Mai 1848. Die Männer werden müde. 2 Rettungsboote hinter uns herzuziehen war vielleicht etwas zu ambitioniert, denn sie mussten regelmäßig Halt machen, um zu verschnaufen. Ich habe veranlasst, dass alle verbleibenden Vorräte auf eines der Boote umgeladen werden. Doch dadurch ist es nun doppelt so schwer zu ziehen. Ja, super. Trotz Rückschläge ist die Moral sehr gut und wir haben seit dem Winter auf Baffling Ein Island kleines Dankeschön für dich. keinen Mann verloren. Du bist so hilfsbereit. Ich versuche, was er kann. Wer weiß, wohin der Weg dich führt. Du bist durch und durch gut. Dschungel des Ostens. Aha, gut. Haben wir gemacht. Von den Spuren weiterhin. Oh, da haben wir noch was. Ja, Freunde, ich würde sagen, es geht spannend weiter hier in der Story von Die Passage. Generell die Passage-DLC bisher sehr, sehr geil meinerseits. Bis auf eben das, was ich gerade angemerkt habe, also mit dem Pendlerkeil, das ist eine allgemeine Kritik, die ich dann später noch ein bisschen genauer Höhe stabil. beim abschließenden Fazit dann noch erklären würde. Und das. Oh, etwas für ihn hier. Den Kumpel. Noch irgendwie. Was wollen die denn? Wir sollten jedes Pelztier, das wir fangen können, sezieren und untersuchen. Auf geht's! Ja, auf geht's! Ja, dann mach mal. Jetzt kommen wir trotz allem gut voran. Ich würde sagen, Freunde, wir schauen uns den Rest in der nächsten Folge an. Jetzt noch ganz kurz, wir nehmen uns auch mal Wunder. Hier sieht es, wie gesagt, eigentlich wieder gut aus. Bananen, ja, dafür, dass ich jetzt eigentlich 2 gebaut habe, ist ein bisschen wenig dabei rausgekommen. Warte mal. Habe ich jetzt tatsächlich einfach nur die Plantage... Ja. Die Plantage habe ich gebaut. Schön. Aber auf die Idee, auch das Gebäude hier zu bauen, auf die Idee bin ich nicht gekommen. Hey, das hat schon jetzt vorhin gebaut. So. Weil hier habe ich es ja auch. Naja, gut. Zum Abschluss machen wir ganz kurz den 3. hier hin. Das einfach halt nur, um die Insel weiter unten zu unterstützen und natürlich auch die andere. Dann haben wir da eine. Moment. Dann mache ich hier gerade noch eine zweite Plantage hier unten hin. Beziehungsweise die Produktionsfabrik. Dann würde hier die Plantage dazu noch errichten. Sehr gut. Das soll es eigentlich sehr gut funktionieren. Nicht nur für uns jetzt spezifisch selbst, sondern halt auch für die anderen Inseln. Auch wenn ich gerade ein bisschen weniger Arbeiter habe. Es ist nichts Besonderes, aber was willst du erwarten? Liegt aber auch daran. Okay. Ich bin sicher, wir können noch mehr tun. Momentan kein Kaffee, das wird sich also noch ändern. Später kein Ding. Erst danach natürlich wichtig die Ponchos, obwohl ich ja gehofft habe, dass der hier dem ein bisschen hinten macht. Hallo? Also die Ponchos wenigstens wissen wir. Oh nein, es gibt immer weniger. Wie gesagt, ich hatte eigentlich gehofft, dass der hier, die müssen, ich müsste halt Holzfälder Hütten, ich muss glaube hier sowieso gucken, wa? Auch dass ich also die hier habe, wenn ich eigentlich Poncho-Weberei machen könnte. Ich
Ich glaube, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Also quasi hier nochmal mit der Poncho-Weberei ein bisschen Wenn mehr. man nichts reinsteckt, kann auch Nehmen mehr nichts gebackene rauskommen. Bananen. Und vielleicht hier auf der Insel sogar noch irgendwie mit den Hüten gucken, mit den Melonen. Dass er auf dem Schluss endlich trotzdem aufgeht. Das wäre eigentlich mein Hauptziel. Momentan halt ein bisschen schwierig. Aber ja, so ist das Leben, Freunde. Es ist einfach nur schwierig. Und wie hier oben. Schön am gucken, beziehungsweise... Ah, das sind ja die Dinger. Die anderen. Hey. Hallo? So, hier. Propeller drehen sich. Bin gespannt, wenn ich jetzt das mache. Wo bin ich? Hallo? Bin ganz alleine. Bin ich jetzt... Ah, jetzt bin ich hier. Alles klar. Einsam bin ich. Einsam, gestrandet. Ich bin irgendwo auf der Hochebene. Weiß nicht mehr, wo rein, wo raus. Ich fühle mir den Arsch ab. Ich habe hier oben nichts zu essen, nichts zu trinken, keine Heizung, gar nichts. Also echt geil hier. Oh Mann. Eine Station, die wir in der nächsten Folge auch in Betrieb nehmen werden. Wie gut es funktioniert hier oben mit den Luftschiffen. Das ist eine Frage für sich. Generell kann man sicher sagen, hey, die kann man nicht abschießen, also eigentlich geil. Frage, könnte man generell alle so Transportschiffe dadurch ersetzen? Auch diejenigen, die zwischen mehreren Gebieten hin und her fahren, zum Beispiel zwischen alter Welt und Es Arktis. mangelt an Arbeitskraft. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das so einfach wäre. Hey, da stelle ich mir jetzt noch ein bisschen schwierig vor. Aber immerhin, es macht Sinn, dass wir hier, wie gesagt, so einen richtigen Luftschiff-Hangar haben. Damit wir halt auch die Waren so transportieren können. Also insofern geil. Aber warum nicht auch Arbeiter damit transportieren? Da wäre vielleicht eine Option. Statt einem richtigen Pendelcar, wie wir es halt im Boden haben, gibt es eine Art, keine Ahnung, Pendlerroute. Das wäre doch mal eine Idee. Also zumindest jetzt nicht was daran jetzt falsch sein sollte. Egal. Ich sage wieder vielen Dank fürs Zusehen. Nächste Folge geht es hier im Unterflog weiter. Ich bin gespannt auf den Rest der Story und wie gut wir den Rest noch hinkriegen, Fragezeichen. Bis dahin, ciao zusammen.